Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Pokémon Legenden Streaming. Nein, Pokémon Legenden sehen natürlich, aber die Frage ist, finden wir auch, dass Streamen, also Streams zu gucken, live eine Pflicht ist? Oder ja, ob man das irgendwie auch später machen kann oder so, ne? So quasi als Recap, beziehungsweise einfach halt, ja, Streams im Nachhinein angucken. Ja. Da hast du recht, wahre Worte, ja. Lass es mal so, ne? Eigentlich mich auch um die Mega Pokémon kümmern, komm schon. 3 Orte schicken. Warum? Weil er als Trainer ein unglaubliches Talent hat. An unserer Seite kämpfen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Was sagst du dazu, Michael? Dass wir nicht weiter bei Krieg sind? Jo. Na gut, wenn du das sagst. Aber Kalen, ich warne dich, überlass ja nicht mal die ganze Arbeit, klar? Was jetzt schon wieder? Canary hat auf meine Nachricht im Chat reagiert. Oh echt, wie cool. Ich meine... Ich glaube, er ist für dieses Team nicht unbedingt geeignet. Ne? Nicht generell so als Teammitglied, so auf personeller Ebene oder persönlicher Ebene oder so, also menschlicher Ebene. Nein, ich meine eigentlich eher von Notwendigkeit her, ne? Weil wenn Mega Money-Pokémon auftauchen, dann muss man da halt hin. Ne? Völlig egal, ob Canary gerade streamt oder nicht. Megamanie Lamus. Und dann Megamanie Kamerupt. Das Sarzenia. Ja, Sarzenia, neue Mega-Entwicklung, ne? In dem Spiel. Ja, Sarzenia wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? In Kombination mit unserem Mega Gardevoir. Das könnte noch hinhauen. Es hat zwar auch den Gifttypen, ja, deswegen ist er mein Psychoding und so wäre cool. Sei gegrüßt, Michael. Vincent hat mir bereits Bericht erstattet. Du wirst den leidenden Megamanie-Pokémon helfen, nicht wahr? Dann nimm bitte das hier an dich. Meganienit! Eine mysteriöse Megasteine wird von einem Megani getragen und ist im Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Okay, von ihm kriegen wir also einen Megastein, abhängig davon, welchen Start wir gewählt haben. Meganienit. Ein Meganie. Kann man die Mega-Entwicklung auslösen? Mich dünkt, dass du, ohne selbst zu merken, Pokémon und Mensch miteinander verbindest. Hör gut zu, Michael. Das friedliche Zusammenleben von Menschen und Pokémon zu sichern, das wird die große Herausforderung für künftige Generationen sein. Daher muss dein Pokémon und Menschen von Lumina City Schutz gewährt werden. So steht uns eine strahlende Zukunft bevor. Jojo! Klu! Na dann. Erst einmal, Meganie, du kriegst ein Item zum Tragen. Ein Meganienit. So. Und dann, ja. Was haben wir jetzt? Gardevoir, wir haben Meganie. Ein mächtiges Pandago, ja. Ampharos, Okay, jetzt haben wir neue Side-Quests, ne? Im Labor auch. Da hat er tagsüber auf, ne? Ich meine, ja, wir können natürlich mal die Sidequest mitnehmen. Vielleicht die sind. Das ist ja draußen. Nö, ist drin, ne? Weiter Starter? Nö. Okay.
Pokémon versehen wir mit Leben einhauchen. Aha. Natürlich von ihm irgendwie so Kohle kriegen, natürlich auch cool. Ich hab die eigentlich schon, aber ganz ehrlich, ich würde gerne das Ding auch nutzen für, naja, neue Megasteine tatsächlich. Faszinierend, okay. Die Seite ist mitgenommen, reisen wir ganz kurz hier hin. Lamus wäre hier in der Nähe, ne? Lamus, ja, das könnte mit Megani, könnte das klappen, tatsächlich. Du schon wieder? Wolfram. Das Ein-Stern-Kampfmenü. Gourmet Raffaella, fahr dich raus. Vegimark. Das war schon ein bisschen brutal. Ja, Pandagro ist ein bisschen sauer. Den zweiten Gang servieren die Heiner und seine Pokémon. Heiner. Gourmet Heiner. Ja, komm. Kanimanha. Durchbruch, Mann! So. Nummer 3 ist nun wohl der Feuertyp, ne? Wer ist das, ein Feuerwehrmann oder wie? Das ist auch ein Gourmet, aber okay. Ah, trotzdem Feuer-Pokémon. Ja komm, jetzt rettet Shilok ja eigentlich Punkte, ne? Oder auch nicht. Oh, Shilok brennt. Ja gut, senkt nur den Angriff. Zum Glück hat Shilok einen höheren Spezialangriff. Hallo? Wie kannst du den anvisieren? Shilok, du bist ein bisschen lahm. Feuer normal, ne? Ja. Fantastisch! Das ist ein kleines Dankeschön, Mann. Danke, danke. Delegator. Oh. Er kann ja theoretisch immer wieder kämpfen. Das ist ja schon praktisch, wenn wir ehrlich sind. Okay, wird alle geheilt. Sehr gut. Also natürlich gibt es noch ein paar Cycle. Wobei, so viel mehr sind es gar nicht. Stellen wir uns Mega Mini Lamus, ne? Oh, Megane schafft das.
dann sehen wir endlich auch seine Mega-Entwicklung. Hier, ne? Jo. Legendäres Pokémon suchen. Wir sind in der ersten Generation Carlos, da gibt es nicht so viele. Danke, dass du gekommen bist, Michael. Das Lamus, da steht also am Rande einer Mega-Manie-Entwicklung. Jo. Besänftigen wir es. Megalamus hat eine sehr hohe Verteidigung. Dagegen kommen wir an, indem wir bei unserem Pokémon die Mega-Entwicklung auslösen und Boost-Attacken einsetzen. Boosto! Lamus, der geht hier zu! Mega! Mega! Mega Money! Ein Mega-Mega-Lamus! Was? Du kannst Attacken verstärken, indem du einen Teil der gesammelten Mega-Essenz eines Mega-Rings aufbrauchst. Allerdings ist das nur möglich, wenn die Attacke ein Plus-Symbol aufweist. Drücke dafür eine Attackenauswahl Plus. Mega entwickelte Pokémon werden alle Attacken zu Mega. Ja gut, Freunde. Oh, nicht ganz so weit. Wir sind ready, Freunde. Zeit für Mega Meganie. Hat was? Es hat tatsächlich so einen Typ bekommen, der Feentyp. Okay. Warum nicht, ne? Kann ich irgendwie Boost drücken oder so? Ah, jetzt. Türkok ist gleich am Ende. Aber Megane macht echt einen geilen Job. Es zieht ihm so viel ab. Oh, keine Megaform mehr. Das ist doof. Megane kommt mal kurz zurück. Da müssen wir jetzt mal einen anderen ran. Megane kann ein bisschen mehr ausrichten. Warte mal, bis ich wieder genug Mega-Power habe. Mega-Essenz für Mega-Megane. Aber gut, ich finde der Hals oder so und das Ding dran, ne, diese übertriebenen vielen Blätter, erinnert mich ein bisschen an diese Urform, diese Paradox-Form von wie ist das Vieh schon wieder? Von Raikou. Aus Karmesin Purpur. Das war ähnlich übertrieben, wo ich mir dachte, ernsthaft jetzt?
Das macht so viel Damage. So mega Megane. Und ich bleibe dabei, Pflanzenfee, super Typkombination und ja, eben. Vielleicht ein bisschen übertrieben, so was die Blätter uns betrifft, aber trotzdem ein cooles Viech. Und wir kriegen den Lamusnid. Wir haben es geschafft, Mann. Ein Lamusnid. Ja, tun wir. Megamanie Lamus. Ah, unser Kumpel 10% zeigert. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bleibe dabei. Also, Meganie, Meganie, krasse Kombo. Also, das Ding hat was. Ja, er tauscht mal das Team wieder ein bisschen aus. Ich meine, es ja, hat ja ein Mega-Ding. Absolut Grau, Hundemon, ja, da wird noch was fehlen. Aber das Problem ist jetzt halt, wir haben noch 2 Megamanie-Pokémon. Ein Sarzenia. Mit Gardevoir ja, ist eine Option, aber ein Sarzenia natürlich auch ja, Pflanzengift und Gift gegen Fee-Pokémon. Also Psycho-Fee ist nicht unbedingt die beste Kombi. Deswegen bin ich damit mit Megane nicht unbedingt dran. Camerupt ist sowieso eine scheiß Idee. Mit dem Pokémon, den ich aktuell habe. Mit Absol eventuell dagegen ran. Ja, Scaraborn wäre noch eine Option. Wobei, da haben wir einen Kampftyp, das Problem. Der Camerupt würde halt gerne mit Turtok ran. Das heißt, erst noch Shilok trainieren, entwickeln. Und dann einen Megastein noch kaufen. Ne? Da muss ihn auch sein. So. Wenn wir eine Enon-Side-Quest gehen wir den noch kurz holen. Pokémon vom Typ normal sind die stärksten. Der schon wieder? Das hatten wir schon mal, ne? Besonders normal. Ich bin gespannt, was du gegen meinen Stahl-Geist-Pokémon einsetzt, ne? Da würde mich jetzt echt mal interessieren. Urlauber Manol fordere dich raus. Hat auch eine hohe Verteidigung, das Viech, ne? Guck mal da! Ja, guck mal da! Jetzt müsste Grammoka jetzt eigentlich alles wegschlitzen. Trotzdem Boost nicht, ne? Krass. See finished. Aber ehrlich gesagt, tja, ja was? Ich kann die Wechselwirkungen einfach nicht merken, es gibt so viele Kombinationen, ja. Manchmal schon ein bisschen unsicher, man sieht 18 Typen, also das sind nur bedacht mit Solo-Typen, ne? Eine Kombination davon, das ist nicht gerade ohne. Besonders normal, das hätten wir schon mal gehabt.
Seidenschal. Gramoclase will sich einfach nicht entwickeln, ne? So, warte mal, Leute, dann machen wir es anders. Ich gucke gerade mal nach. Ja, kann sein, dass gerade ein bisschen leckt, das Ganze. So, wo haben wir Gramoclase, ne? Warum nicht der ist Level 42, ne? Wo es entwickeln würde, wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Na, komm, wo bist du, Gramoclase? Ich bin jedes mögliche Pokémon hier, aber nicht Gramoclase. Komm schon, Carlos Generation 6, jetzt wollen wir irgendwo Gramoclase haben. Ah, hier. Ah, 35 ist es. Okay, ja, wir haben sie gleich, ne? Also, gar kein Problem. Dann setzen wir, glaube ich, erstmal ihn hier nach vorne. Weil er tut sich auch bald entwickeln. Das nächste Donnerblitz, ne? Okay. Megasplitter brauchen wir, haben wir gelernt, ne? Auf ein paar Megasteine. Also immer kaputt machen, wenn ihr welche findet. So. Ansonsten, ja, da habe ich gemerkt, da muss man doch nachts ran. Das ist die Steinboutique. Ich überlege. Ich überlege zu viel, ne? Ich glaube schon. Warte mal, haben wir hier noch ein paar Dinger hier? Nö, sehr wenige. Bonbon S, M, also praktisch gar nichts. Ah, jetzt ist doch auf der Schiller wieder scheiße, ne? Mega Mini-Pokémon kann ich ja nachts irgendwie auch bekämpfen, gehe ich mal davon aus. Darf er hier zurück und hier noch ein bisschen trainieren? Ja. Das reicht nicht mal ernsthaft? Irgendwann eingefroren ist doch auch was. Scheiß Gift. So. Da technisiert zu nutzen ist halt echt ein bisschen doof. Bin ich am falschen Eingang, ne? Gegen Sarzenia. Das wäre jetzt ja kein Mega-Pokémon, können aber trotzdem ein bisschen was ausrichten, ne? Ich bin gerade wirklich ein bisschen unsicher. Mir echt die Mühe machen sollen, einen Pokémon zu trainieren, bevor wir dann uns den nächsten Mega Mini-Pokémon stellen und einfach mal reingehen und gucken, was passiert. Den Gardevoir habe ich auch noch, ne? Also wenn jetzt so sein, sagen, irgendwie komplett unterliegen oder so.
kommen wir gar nirgends mehr rein, ne? Hm. Ah, ne, geht ja nicht. In den Geist, das wirkt nicht. So. Ja, Zubir ist ein bisschen der falsche Gegner. Leider, leider. Ich bin ja hier oben wieder. Das ist eh auch doof. Ein Flunkiefer. War doch Stahlfee, ne? Also Fee hat sie erst später bekommen, oder war es erst mit der Mega-Entwicklung Fee? So, 34 kann es entwickeln, ne? Ich glaube, das. Auf Jahre 36? Ach du Scheiße. Du hast so falsch im Kopf gehabt. Junge, Junge. Ja gut, ich meine, was soll's, ne? Wir müssen langsam mal sputen, auch wenn es bald Nacht wird. Ja gut, komm, dann. Also bei Camerupt habe ich halt echt, glaube ich, wenig Chance mit all meinen Pokémon. Das heißt, wenn, dann kümmern wir uns erstmal um Sarzenia und hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also Sarzenia kann ich ja einfach was auch vergessen, das heißt, da komme ich gar nicht wieder rein und ja, ich hoffe einfach aufs Beste. Dann können wir auch eigentlich alles schenken. Absol wäre halt mega Absol, ne? Ich versuch's mit Gardevoir, komm. Gardevoir nicht und rein da. Das wird schon klappen. Da ticken jetzt natürlich vielleicht am Anfang, bis ich mal die Mega-Essenz habe und ja, das irgendwie so versuche durchzuwaschen. Ja, wohl dabei ist mir eh nichts. Also, wäre schön, wenn er irgendwie doch Glumanda gewählt hätte, dann hätte ich aber bei Camerupt dasselbe Problem, ne? Bei Mega Glurak X wäre schon cool. Naja, hilft dir nix. So. Versuchen wir unser Glück, ne? Praktisch, dass es in einem Hof erschienen ist, ne? Naja, die Mega-Manie-Entwicklung. Die Pokémon leiden anscheinend unter einer Mega-Entwicklung ohne Trainer. Die hatten wohl Nachhilfe bei Rayquaza. Freunde, Mega Sarzenia. Etwas komplett Neues. Und ich für meinen Geschmack würde sagen, also mir persönlich gefällt es nicht. Aber ja. Ja, wir können es gut schwächen, okay. Kannst du auch ein bisschen schwächen?
Aua. Omega Adawa, it's time. It's time. Okay, macht guten Damage. Ich sehe auch plus Moves. Der Garde wurde ein bisschen selber schuld, ne? Wieso rennst du da in diesen scheiß Tümpel rein? Also sorry, aber... Ah... So geht Autoheilung nicht? Nö, Autoheilung geht aus irgendeinem Grund nicht. Verstehe gerade zwar nicht warum, aber okay. Oh, das dauert echt lange bei dem Viech. Ja, Gardevoir, ne? Psycho-Fee denkt man sich so, ey, da ist eine coole Typenkombination, aber es hat halt extrem viele Schwächen, die es sonst halt nicht hätte. Das ist schon ein bisschen ungeil tatsächlich. Mann! Junge! Was macht dieses Gardevoir? Wieso steht's da immer drin? Kein Mensch hat gesagt, dass du einfach da drin stehen bleiben musst. Junge. Das ist echt übel gerade. Haben eine Cooldown, ne? Wo der Items verwenden darf. Gut, Mega Money, Mega Ding habe ich ja. Noch Mega Energie. Ich mach's einfach so, komm. Ich hol Gardevoir zurück, weil sonst macht's mir ein bisschen zu viel Quatsch gerade. Weil Fiaro fliegt ja, deswegen machen die Giftattacke gerade nichts. Also in der Theorie macht es nichts. Ja, der Psychoschock so, der haut schon rein. Das war gut so. Nimm dich von dem Gift die Nacht, du.
So, kurz warten. So. Jetzt finishen. Ja, geht doch. Und Gramokles kann sich entwickeln, endlich mal. Und wir kriegen das Sarzenia-Niet. Einer der mysteriösen Megasteine, die übrigens auch neu sind. Das macht ein Pokémon heilen, ne? Thank you! Utegare entwickelt Sarzenia, wenn man einen Blattstein einsetzt. Aber warum erscheint ein Megastein, nachdem man ein Megaman die Pokémon besänftigt hat? Meinst du, als Set verrät uns mehr über Megastein, wenn wir ihn darauf ansprechen? Ich hoff's doch mal. Oder so, weißt ja, ne? Ja, wir machen das schon. Nur noch eins, ne? Mega Kamerup, aber für das hätte ich gerne wieder Turtok. Und es ist eh bald Nacht, das heißt, ich kann da wieder ein bisschen trainieren und ein bisschen kämpfen, ne? Das passt schon. Jedes Mal zum Folgenabschluss noch die Entwicklung von Gramokles zu Duokles. Aus 1 macht 2! Yo! Du schönes, ne? Eisenabwehr. Steinhagel, ja. Lichtkanone, nö. Immerhin mal 103er Angriff, ne? Das ist auch mal nicht schlecht. In Pandagro. Aber ja, da habe ich halt gegen das Mega Kamerup ein großes Problem leider, muss man so sagen, denn da kann ich Corny als Garbon vergessen. Riolu, selbst wenn es entwickeln würde zu Lucario, wäre ein Stall-Pokémon, also auch keine Chance. Duokles ist Stall-Pokémon leider auch nicht. Tarnung Wert zwar hoch, aber ja, ein Feuerboden-Pokémon, nee. Deswegen auch Ampharos keine Option, Hundemon auch nicht, Absol eventuell in der Hinterhand. Megane kann ich eigentlich vergessen gegen das Vieh, also sorry, aber Megane muss ich gar nicht einsetzen. Pandagro wäre eine Option. Gardevoir, ja, vermutlich eher weniger, aber why not? Datigni ist auch eher weniger. Da muss wirklich Shilok, Turtok muss da ran. Es sei denn, ich würde mit Garados noch rangehen. Dann noch ein bisschen trainieren vielleicht, ne? Ist eh ein Elite-Pokémon. Garados wäre eine Option tatsächlich. Sondern Garados nicht kaufen, aber ja. Sind natürlich eigentlich eher Shilok noch trainieren, sind bloß noch 4 Level. Und dann könnte das doch was werden, Leute, ne? Erstmal haben wir ein Duokles. Ja, ein Duokles entwickeln könnten wir theoretisch auch schon. Warum? Tja, wir haben ja den Stein dafür. Kein Megastein mal ausnahmsweise, sondern einen ganz anderen Stein. Alles voller Steine, ne? Wo ist denn jetzt hier Trainingsfach? Der Finsterstein. Ja, das wäre eine Option, ne? Eventuell beim nächsten Mal, ne? Mal gucken. Auf alle Fälle, dann sage ich wieder mal Dank fürs Zusehen. Ja, Shilok muss ich trainieren. 4 Level fehlen noch. Mit ihm als Turtok, ich glaube, da kann er reingehen, ne? Da können wir es wagen. Oder eben mit Garados, wenn eine andere Option, einen direkten Stein kaufen. Aber ja. Das will es mehr, Freunde. Sehen wir uns das nächste Mal. Zurück bei Pokémon Legenden. Yay! Mit Duokles und unserem doch recht coolen Team, wie ich finde, wa? Bis dahin, see you later, Alligator. Ciao zusammen.